Freundinnen und Freunde, das war wirklich penibel gewesen, dass er so lange musste warten. Wir hatten ein technisches Problem und ihr werdet gesehen, für was es aber wichtig war, dass das heute klappt. Auf jeden Fall, so nicht wirklich von ganzem Herzen ein große Merci für Ihre zahlreiche Präsenz heute Morgen. Das heißt schön, dass ein schöner Platz, dass die schönen Leute, schön zu sehen, dass da dem Ganzen dieselbe Wichtigkeit gibt wie mir. So noch der Vertreter von Politik, große Merci, der Presse, große Merci. Merci, dass ihr auf diesem wichtigen Tag für uns bei uns seid. Weil den 1. Mai ist immer Eisentag, den ist immer wichtig, das ist immer der Tag von den Schaffenden. Aber das Jahr irgendwie noch ein bisschen mehr wichtig. Und das Jahr ist alles anders, wenn man so will. Und das ist politisch wichtig, den 1. Mai. Und es fängt doch noch ernst an, den Diskurs vom 1. Mai. Und das ist der Grund, für was wir lange gewartet haben, weil wir eine kleine Videomessage von einem Kollegen haben. Und ich hoffe, dass es da klappt. Und da gebe ich proposieren, dass wir das Video spielen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Jahr hat der 1. Mai eine besondere Bedeutung. 2,5 Jahre sind wir mit einer Regierungspolitik konfrontiert, die für den Privatsektor nicht nur keine Verbesserung mit sich bringt, sondern insgesamt alles auf Frage stellt, für das wir uns als Gewerkschaftler angesagt haben und weiter ersetzen. Dafür ist diesen 1. Mai umso mehr wichtig, für ein klares Signal zu geben, dass wir uns das nicht werden gefallen lassen und uns voll für die Interessen von den schaffenden Leuten ersetzen. Diesen Ersatz machen den OGBL und LCGB gemeinsam am Kader von unserer Union, weil das Zusammenhalt, den Zusammenhalt, den 21. Juni letztes Jahr dafür gesorgt hat, dass wir die Regierung an ihrer inakzeptablen Politik gestoppt haben. Dass wir dafür auch heute ein Großfried an ein besonders eher diese Message und Kollegen vom OGBL zu richten. Ich wünsche uns all heute ein decidierten 1. Mai mit einem starken Signal nach draußen. Vive die Solidarität, vive den 1. Mai, vive die Union OGBL LCGB. Voilà, versteht, Sie haben noch zu Remisch am Zahl die Videomessage von mir. Und wenn du wirklich ganz glücklich wobei ja das Video nicht geklappt hat, dürfen wir auch auf dieser Platz und auf diesem Weg große Merci und dich, Patrick. Merci und ganz Kollegen vom LCGB. Und wir schicken auch euch alle Guten, als solidarisch, als kämpferisch, Grace, zurück auf Remisch, auf diesem so wichtigen Tag für uns zwei Gewerkschaften. Eine große Merci. Liebe Kolleginnen und Kollegen, leider ist es so, dass das Jahr nicht so wirklich noch feiern ist, und das hat seinen Grund. Seit 2,5 Jahren, Kolleginnen und Kollegen, sind wir mit der salariatsfeindlichsten Regierung aus den letzten Jahrzehnten konfrontiert, die kaum jeden Tag auslässt, für sich und Rechte von den schaffenden Leuten zu machen und sie zu attackieren. Sie haben versucht, als Kollektivvertrag Futti zu schlagen und da dann statt sie abzuwerten. Sie haben als Repräsentativität, Gewerkschaften, immer vorgestellt. Sie haben uns einseitig als Pensionen verschlechtert. Sie haben uns Sonderarbeit liberalisiert. Sie bringen uns Gesundheitswesen in Gefahr. Sie trippeln die 70.000 Mindestlohnempfänger an ihre Familie mit Face, Kolleginnen und Kollegen. Kurz gesagt, sie wollen nun Sie wollen nun als Sekretär Sozial, sie wollen nun als Pensionen, sie wollen nun als Lebenszeit. Sie haben ihre Camp gewählt, Kolleginnen und Kollegen. Sie sind am Camp vom Großkapital, vom Patronat, von den Immobilienhaien. Und wir stehen auf der anderen Seite. Wir haben auch unsere Camp gewählt. Unsere Camp ist den von denen 25.000 Leute, Kolleginnen und Kollegen, die letztes Jahr auf der Straße waren. Also kannst du von denen, die all morgen aufstehen, für ihr Brot schaffen gehen. Also kannst du von denen, die Tag für Tag den Reichtum von diesem Land erwirtschaften.
Eisecon, dat sie Lützebäuer an net Lützebäuer, dat sie Frontalien a Residenten, dat sie Männer, Frauen, Junker, Männer, Junker. A Kolleginnen a Kollegen, wann de Luc Frieden an seg Band gemengt hatten, sie kennten als Futti man, hunn sie lo grad de Contre errecht. Méi stark wie jeech die ma haut hai. Net mi just. Wir stehen net mi just am Numm vun den ader 7.000 Membre vum OGBL hai, mé am Numm vun 125.000 Membren. D'Union vum OGBL vum LCGB ass dat eenzeg richtig, wat kann passieren, die eenzeg Antwort op die massiver Tacken. Just eng stark, eng Chlor, eng gemeinsam, eng studéiert Front kann dës Regierung stoppe, Kolleginnen und Kollegen. Weil wann de Luc Frieden appes fertigbrot huet, dann aset jo das Eisecon, de Kon vun de Schaffenden, sech net mich Blecke leist. Ke Minister, ke Patron, ke da is mir as nee gedriven. All ze Summen hun mir dat den 28. Juni last Joer ennner Beweis stalt. Bei der gréster Demonstration muss sich bedanken seit 1982 gemeinsam hummer e massiv e stark Zeechen Staaterknödler géint Schwarz-Blo gesat, Kolleginnen und Kollegen. Und war im Moment von Erfolg, im Moment von Stärke, im Moment von Solidarität, wo wir die Camp von den schaffenden Leuten, die Familien, die Rentner sich Gehör verschaffen. Ein Camp, wo wir fertig tun, den Tag die Regierung zurückzudrücken. Weil dem zu mir gesagt, und das war für ein engem Jahr, wo wir hier aufgerufen haben, patten Wäsch von unseren Pensionen, patten Wäsch von unseren Kollektivverträgen, patten Wäsch von unserem Manifestationsrecht. Und das ist gelungen. Wir haben die schlimmsten Attacke konnten zurückführen. Der Kampf von der Union, OGBL als CGB, den hält heute nicht ab. Kolleginnen und Kollegen, der geht recht un. Sie hatten doch probiert, das Thema vom Mindestlohn an der Ostervakanz zu begründen. Sie haben gemeint, die Gewerkschaftler machen keine Überstunden. Sie haben gehofft, Thema Biologies. Da kennen Sie also aber schlecht, weil hier überhaupt nicht geht, Kolleginnen und Kollegen. Über 70.000 Frauen und Männer, alltag, stehen auf. Sie stehen Fließband, sie stehen Chantier, sie sind an der Käse, sie putzen als Schulen, sie putzen als Büros, sie versuchen als Kanner, sie servieren als Büfteck. Sie sorgen für uns Sicherheit. Sie machen das Land hier aus. Sie halten das Land hier Laufenden. Aber wenn ihr meint, mit Schulspieler, denen Leute können zu erklären, dass sie es nicht wert sind, für korrekten Lohn, für ihr Arbeit zu kriegen, hier hart Arbeit, den hat sie kein gewählt, Kolleginnen und Kollegen, den hat sie kein gewählt, auch wenn er früher mal in der Gewerkschaft war. Und den hat er so als Gegner. Und den hat er variiert beim Patronat. Seit Menschen hat das Patronat das Betrieber an den Ruinen getrieben. Sie futti, wenn der Mindestlohn muss erhöht gehen. Dasselbe Patronat, was ja immer geschämt bei all sozialem Fortschritt. Dasselbe Patronat, was schon geschämt hat, wo der Mindestlohn angefordert ging. Das ist noch nie ein Betrieb futti gegangen, weil er seine Leute einen korrekten Lohn bezahlen. Und Herr Frieden, Herr Spautz, Herr Dallas, der setzt dem Ganzen einen peinlichen Kron drauf. Der bringt es da fertig, dass er dem Patronat die normale Lohnanpassung, die quasi automatischen Ajustements, noch zu einem Teil subventioniert. Ein Drittel davon wird von unseren Steuergeldern bezahlt, Kolleginnen und Kollegen. Statt eine strukturelle Verbesserung vom Mindestlohn, die so notwendig wäre, zu machen, will das Regierung, dass unsere Staat dem Patronat extra Profite bezahlt. Also sollen Sie sich noch frohen, auf welcher Seite Sie da stehen. Und Herr Rackinger, der Lohn, das ist kein Kostenfaktor. Das ist der Preis von der Arbeit, der minimale Preis, den ihr muss bezahlen, für überhaupt die Gewinner der Wirtschaft zu kriegen. Aber wenn ein Mensch 40 Stunden schafft, aber wenn er 40 Stunden von seinem Leben einem Patron gibt, dann ist es ein Minimum, das absolute Minimum, dass den Mindestlohn dafür kriegt, von dem er noch leben kann, Kolleginnen und Kollegen.
an mir hunnet jo Frädespurt, dass hier am Land jeder mittlerweile seht, der Mindestlohn geht nicht durch für zu verlieren. Es geht nicht durch, über Tronnen zu kommen. Am München auch Pferdebrot, das war schon schlimm, dass wir überhaupt mussten drüber schwatzen. Da ist der Konsens drüber gut, dass ich muss von seinem Lohn können leben. Mit dann ist aber ganz logisch, gell? Weil den Domis machen, dann als Konsequenz von den zwei Konstanten kann man einen Sinn. Herr Spautz, fällt dir so etwas ab? Liegt jeder einem an. Es gibt schon eine logische Konsequenz. Der Mindestlohn muss hoch, und zwar direkt, und zwar um 300 € und nicht Männer. Das ist ganz logisch. Wenn ihr seht, der Mindestlohn geht nicht durch für zu leben, dann muss ihr von seinem Lohn können leben, dann muss der Mindestlohn drauf. 1 plus 1, das ist 2, Herr Spautz. Du kannst dich erst noch so viel Prozent rechnen, wie sie wollen. Die schaffen Leute, die wollen kein Almosen. Sie wollen keine Sozialtransfere, für können über Tronnen zu kommen. Sie brauchen auch keinen Arbeitsminister, den hinten den Index als eine Lohnerhöhung will verkaufen. Also, weiß nämlich, was 1 plus 1 gibt, hat das nicht für dumm. Und froh stellt sich, hat das heute noch gemäht, wenn Mindestlohnempfänger wahlberechtigt wäre, wenn die Majorität von ihnen ein Wahlrecht zu Lützeburg hat. Und dabei hatte Luc Frieden ganz am Anfang von seinem Mandat den Kampf gegen die Armut, und erinnert euch den Kampf, für allem den Kampf gegen Kannerarmut, zu seiner großer Priorität deklariert. Wir wollen aber einseitig dezidiert, zehntausende Familien, die wirklich darauf angewiesen wären, den Mindestlohn nicht zu erhöhen, das sollen also auch nicht vorgaukeln, kann man Armut etwas ausmachen. Weil Kannerarmut das ist nicht einfach eine Fatalität. Das ist ein Resultat von politischen Schwaren, Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn die Regierung und Patronat der Unisono dauernd behaupten, das ist ja nicht der Mindestlohn das Problem, das ist das Logement das Problem, mit der Summe hin, mit der macht doch etwas, macht doch etwas, weil nur macht weder um Mindestlohn noch um Logement etwas. Also seit über 20 Jahren, und ihr wisst das alle, ist das Thema von der Logementskrise nicht anders wie Staatsversorgung. Auch regelmäßig dann kriegen wir sogenannte Mesurepakte präsentiert, die am Endeffekt immer just Steuerkadoen für Spekulanten und Baulander Wohnungen sind. Steuerkadoen, die als alle gut Allgemeinheit teuer zu Kosten kommen, die als Staatsfinanzen belasten und die das Problem just noch verschärfen. Und noch heute hat diese Regierung ihre Camp gewählt. Die von den Spekulanten, die von den Immobilienhaien, die von all denen, die den Hals nie voll genug können kriegen. Und für die Logementsproblem dort zu bekämpfen, muss ich Kant mal beim Namen nennen. Den Desaster, mit dem wir heute Lützeburg zu tun haben, als darauf zurückzuführen, dass Wohnen nicht als ein Grundrecht gilt. Mit Geld als ein Invest, ein Mittel für Geld zu machen, man Boden, man mit den Immobilien. Wenn ich dagegen will kommen, dann muss ich in den privaten Marché, dann muss ich in den Spekulanten am wahrsten Sinn vom Wort den Boden entziehen, sonst geht es nicht anders doch. Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen endlich einen richtigen Loyerdeckel. Wir brauchen massiven öffentlichen Wohnungsbau für öffentliche Mietwohnungen. Wir brauchen starke Mesuren gegen Spekulation. Es sind mehr wie 10 Jahre vor der Merlo eine effiziente und eine progressive Steuer gegen das Rückhalten von Bauland, gegen den Leerstand von Wohnraum. Es sind mehr wie 10 Jahre vor der eine progressive Steuer gegen das Überzunend Horten von Immobilienbesitz. Nichts von all dem, was passiert. Und wir brauchen noch öffentliche Unterstützung für andere Formen von Wohnen, wie die sogenannten Wohnkooperativen. Aber wenn der Premierminister lang behauptet, wir haben keine Krise, das ist alles an der Reihe. Und sogar die Kilo zu behaupten, die Logementskrise ist behoben. Aber da muss man sich wirklich fragen, wo lebt den? Auf welcher Welt lebt den? Wir haben noch einen Camp gewählt, gell? Das ist den von denen 10.000 Leute. Residenten Frontalien, die einfach keine Wohnung fanden, die kein darüber zum Kopf als Lützeburg fanden, die kein Prä kriegen auf einer Bank, den hoch genug ist für die verrückten Logementspreise. Das ist der Camp von denen, die alle Guten hier Leben lang, hier hart erschafften Geld, den Immobilien weiter in den Hals mussten stechen.
Das ist der Kampf von all den Jungen, die sich halt zu Lützburg nicht mehr können leisten. Die müssen dann über die Grenze verdrängt gehen. Das ist der Kampf von all denen, für die der schönen Lützburger Modell nicht mehr abgegangen ist. Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir stehen an einer Krise. Und das nicht recht seit gestern, noch nicht recht hinter den USA hier im völkerrechtswidrigen Angriff auf den Iran. Es muss ihn aber auf eine meiste mehr Wort drüber verlieren. Wir alle Guten sind schockiert, wenn wir gucken, was in der Welt passiert. Die Situation setzt uns alltag so. Alltag wird Völkerrecht mit Face getrippelt. Werte wie Demokratie, wie Rechtsstaatlichkeit scheinen Rückmarsch zu sehen. Den Autoritarismus, der extrem droht greifen will sich. Und immer Kolleginnen und Kollegen, sie sind die schaffenden Leute auf der Welt, denen hier Existenzen und hier Rechte als allererst bedroht sind. Überall auf der Welt kämpfen als Kolleginnen und Kollegen von den Gewerkschaften gegen autoritäre Regime, gegen rechtsextreme Regime, gegen Austerität, gegen Sozialaufbau. Aber wir wissen noch alle gut, wo die Abrüstungsspirale hinfährt. Zu mehr Krieg, zu mehr Austerität, zu mehr Sozialaufbau. Und durch den rezenten Krieg am Nahen Osten riskieren wir ja dann auch noch an eine Lebensmittel, an eine Energiekrise zu rutschen. Und nur an dem internationalen Kontext hat die Regierung ihre Camp gewählt. Die von den Mattläfer, die von den Ja-Soer, die von denen alle gut, denen die politische Courage fehlt, sich klar zu positionieren. Und sie verstoppen sich auch an der EU, wenn es den Entreprisen die Responsabilität am Bereich Menschenrechte, Klima und Umwelt geht. Das ist eine Katastrophe, die auf europäischem Plan lebt. Und die letzte Menge sind Nachhaltigkeit, Menschenrechte, Klimaschutz, Umweltschutz gegen Kompetitivität ausgespielt gehen. Und das da besonders Konzerne, die Milliarden von Dividenden ausbezahlt haben. Und dadurch halt zu Lützeburg. Das ist inakzeptabel, Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir mussten leider feststellen, die Insel vom Glück, wo Lützeburg einmal war, die ist es schon lange nicht mehr. Das Versprechen, dass es alle Generationen besser geht, wie der für drin, gilt nicht mehr. So viele Versprechen haben wir mitgekriegt. Versprechen von mehr Netto vom Brutto. Versprechen von, dass die Regierung wirkt. Versprechen von, wir bekämpfen die Armut. Alles eitel Versprechen bleiben. Schomachzahlen sind auf einem historischen Höch. Staatsfinanzen sind so schlecht wie schon lange nicht mehr. Croissance bleibt noch immer aus. Und dann kriegen wir Versprechen 2026. Das geht ja von der Kompetitivität, Kolleginnen und Kollegen. Das ist so, dass an so harten Zeiten, wie wir sie erleben, wo in einer Regierung an seinen Staatsminister kann müssen, wie sie ein Land führen. Weil gerade an so Krisenzeiten hat der Lützeburger Modell sich bewährt. Dann ist ja gerade an so einer Krisenzeit entstanden. Dann ist entstanden aus einer Stahlkrise, die ausgelöst wurde durch eine Petrolkrise. Eine Petrolkrise, die ausgelöst wurde durch Tensionen am Mittleren Osten. Es ist die Krise wie die Toten, an denen sich dezidiert, wie das Land in Zukunft ausgeseit. Das ist da, wo die großen Decisionen getroffen werden. Und da brauche ich keine technokratische Verwaltung, Kolleginnen und Kollegen. Da brauche ich politische Weitsicht. Das ist das, was gefordert ist. Und natürlich brauchen wir sehr Mesure für die Städte zu unterstützen. Und natürlich muss man die Energiekrise aufhören. Aber hier geht es um viel mehr. Was hier passiert an der Tripartite, das muss viel mehr weit gehen. Weil, ja, wir haben die Tripartite als echt gefordert. Also selbstverständlich gehen wir da hin. Weil der Premierminister, der wollte es auf keinen Fall. Das haben wir mitgekriegt. Vorhin gibt es nämlich nicht mehr eine Tripartite, wenn 2 Indextranchen an einem Jahr fallen. Das ist dann eine persönliche Krise. Wir haben eine Krise um wir, trotz den steigenden Benefice, trotz den Tonnen Steuerkado für die Betriebe noch und nöcher, trotz der ungehamter Profitgier, sind wir voll an einer Krise, Kolleginnen und Kollegen. Wir sind an einer sozialen Krise. Wir sind an einer Lohnkrise. Wir sind an einer Kaufkraftkrise. Wir sind an einer Logementskrise. Wir sind an einer Arbeitsplatzenunsicherheitskrise. Wir haben vor kurzem in dieser Regierung den größten Sozialplan ever erlebt. Obwohl Amazon Milliarden Profite möchte, auch keine Steuern zu Lützeburg bezahlt. Aber wenn der Chômage explodiert, dann ist es sicher nicht, weil der Mindestlohn an die Glut geht oder weil der Index erfällt.
dann ist es, weil Großkapital den Hals nicht voll genug kann kriegen. Und nur mit Hilfe von der KI Tausende und Tausende von Arbeitsplätzen will aufsehen. Sie lassen also nach der Stadtteil munter 4 rechnen, ne? Da tun wir all gesehen, dass 90% von unseren Arbeitsplätzen werden importiert von der KI. Sogar 14% werden gar immer ganz wegfallen. Aber was möchte die Regierung? Nicht. Nicht. Sie haben einen KI-Beruf, und das nehmen wir noch weisen Druck hin, die war pur für die Galerie, schauen eine Tür noch gehen. Und die Duell mit KI um nicht zu dienen. Das ist es, weil es vor mit der KI. So, Kolleginnen und Kollegen, ehrlich, zu einer großen Wirtschaftskrise kommen. Sollte mir nur an eine vertiefte Krise kommen. Haben wir das nötige Vertrauen an die Regierung? Können wir der Regierung vertrauen, dass sie dann das Schiff durch das stürmische Gewässer bringt? Kolleginnen und Kollegen, wir gehen an die Tripartite. Wir gehen weder an die Tripartite für den Index zu manipulieren. Das muss gesagt gehen. Nach gehen wir an die Tripartite für Gepflegtes. Das muss ein Tripartit mit Weitblick gehen. Es muss ein gehen, die richtungsweisend ist. Es muss ein gehen, wo etwas passiert, wo wir politische Kurswechsel werden haben. Es muss ein gehen, wo wir uns für Zukunft werden aufstellen. Wenn wir wissen, das ist nie etwas geschenkt in der Geschichte. Es ist nie etwas vom Himmel gefallen. Durch Göster, wie Haut, wie Moor, es ist ein Eis, Leid, Zukunft zu gestalten. Lützeburg Pratze machen für Moor. Da ist froh zu stellen, was für ein Land wollen wir dann? Was für ein Land wollen wir unsere Kinder losen? Wir wollen ein Land, an dem es sich lohnt, zu leben und zu schaffen. Und mit guten Arbeitsplätzen, sicheren Arbeitsplätzen. Und mit korrekten Löhnen, von denen ich kann leben. Und auch mit starken Betrieben, die gute Arbeitsbedingungen haben. Die Arbeitsplätze auch erhalten. Die Leute einstellen, hier Vertretung, Gewerkschaften einstellen und respektieren. Ein Land mit Arbeitszeiten, wo die Leute nicht Futti gehen, die Leute nicht krank machen. Ein Land, wo jeder sich darüber zum Kopf kann leisten. Und mit starken öffentlichen Dienstleistungen. Und mit einer guten Gesundheitsversorgung. Und mit guten Renten. Und mit einem gerechten Steuersystem, wenn ich geliebt wurde, die mit den breiten Stellen mussten dazu beitragen. Wir brauchen ein demokratisches Land. Ein Land, wo wir als Wort Matze schwätzen haben. Wo wir es gehört wird. Nicht nur, wenn wir manifestieren auf der Straße. Wo wir Matze schwätzen auf der Arbeitsplatz. Wo wir Matze schwätzen nur beim Wohnen. Wo wir Matze schwätzen an der Politik. Ein Land, das doch viel weiter geht an der sozial gerechten Transition. Kolleginnen und Kollegen, Lützeburg brauchen gerade die Vision. Wir brauchen einen New Deal für Lützeburg. Ah ja, das wird etwas kosten. Aber wir brauchen Investitionen für die Zukunft. An die Schuldengrenze, das wissen ihr alle, von den 30%, war für uns nie ein helles Kau. Aber wird doch Lohn nicht sehen. Mir etwas soll gesagt gehen. Wir haben alle gut. Werden uns nicht als Alibi benutzen lassen. Werden uns nicht als Alibi benutzen lassen, für weiter Kadoen und Multinationalen mit der Geiskante zu machen. Für weiter Milliarden an Abrüstung zu stärken. All Euro, den Lohn investiert wird gehen, der geht an die Zukunft von diesem Land. All Euro geht an den New Deal für Lützeburg. Wir brauchen einen Mesure-Park. Ein Park, den Lützeburg fit für morgen möchte. Ein Park, den als Arbeitsplätze aufsichert. Neuer schafft. In den für gut und korrekt bezahlten Arbeitszucht. In den sich alles alle gut pratt möchte, wie die vier, die für unter dir stehen. In für das Land, an dem es sich lohnt, zu leben und zu schaffen. Kolleginnen und Kollegen, für gut und sicher Arbeitsplätze, du brauchst immer halt ein modernes Arbeitsrecht. Das gehört dazu. Irgendwas das Salarie schützt. Und dafür brauchen wir ein Lo direkt, und das ist eigentlich schon viel zu spät, einen Aktionsplan für mehr Kollektivverträge im Land. Das ist schon wirklich schappisch, dass wir ein von den wenigen Ländern in Europa sind, die noch immer nichts mit der Direktive gemacht haben. Wir brauchen mehr sektorielle Kollektivverträge. Wir brauchen eine Obligation am Gesetz, für sektorielle Kollektivverträge zu verhandeln. All Marché-Publik, all öffentliche Subvention muss und die Existenz von einem Kollektivvertrag gebunden gehen. Staat und Gemeinde müssen noch abhalten, als Sponsor vom Sozialdumping mit zu agieren. Weil Betriebe, die ihre Leute gut Lohn und Arbeitsbedingungen garantieren, die sollen auch können an den Genuss von den öffentlichen Hilfen kommen.
Weil Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen nur eine Abwärtsspirale. Es muss Henno zum guten Ton gehören, einen Kollektivvertrag zu haben hier im Land, Kolleginnen und Kollegen. Und dann gehört zu einer guten, sicheren Arbeitsplatz auch, dass es den Ausfuß nicht andauern muss, fertig, dass du mal nicht mehr da hast. Doch heute brauchen wir Reformen am Arbeitsrecht, die Leute schützen, die Salarien schützen. Und immer massiv Arbeitsplätze aufbauen, muss man für die Erste für gesorgt gehen, dass sie erhalten bleiben. Und wir wollen die Arbeitsplätze erhalten, an dem Betrieb, an einem Sektor, an dem Land. Und dafür brauchen wir Reformen im Gesetz, wir brauchen eine Reform vom Plan Maintien d'Emploi Gesetz, wir brauchen eine Reform vom Sozialplangesetz, wir brauchen eine Reform vom Gesetz. Und an diesen Zeiten, gerade am Hinblick auch auf die großen Transformationen, die als Generation hier erlebt, auf den Wandel, den wir machen, du musst mir als die nötigen Instrumente gehen noch am Gesetz. Ah ja, das bedeutet doch, dass wir über das neue Modell Division Antikrise, ein neues DAC denken. Wir müssen dafür sorgen, dass der Arbeitsplatz nach Halle bleiben, Kolleginnen und Kollegen. Gut und sicher Arbeitsplätze, die sind eben auch korrekt bezahlt. Ja, das gehört dazu. Und das bedeutet stark Kollektivverträge. Und das bedeutet auch einen guten Mindestlohn. Und an einem Land, wo es sich lohnt, zu leben und zu schaffen, da muss es irgendwo normal sein, dass Betriebe sich können leisten, ihren Lohn auszubezahlen. Und muss auch normal sein, dass sie von ihrem Lohn kann leben. Und gut und sicher Arbeitsplätze kriegt ihr natürlich nicht mehr mit guten und sicheren Betrieben. Weil wir wollen da doch mal an einer echt Mehrheit gesagt, Kolleginnen und Kollegen. Wir sind nicht per se der Feind von den Betrieben. Weil ohne Eis geht es nämlich kein Betrieber. Wir wollen aber Betriebe, die halt zu Lützeburg investieren und nicht Dividenden und Aktionären an der Welt rausschicken. Die halt zu Lützeburg Steuern bezahlen, die sich schon als Lützeburger Modell halten, die als Gepflogenheiten respektieren, an denen die schaffen leider doch jetzt Wort Matze schwätzen haben. Wir wollen eine Unterstützung für genau die toten Betriebe. Aber weil es ohne Eis kein Betrieber gibt, aber weil oft die schaffenden Leute ihren Betrieb besser kennen wie irgendein Aktionär, da wollen wir auch können die Betriebe mitgestalten. Und dafür brauchen wir mehr Mitbestimmung. Wir brauchen mehr Rechte und mehr Stunden für Personaldelegierte Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen mehr Mitbestimmung am Betrieb, Kodecision an allen Entreprisen. Wir brauchen eine Stärkung von den national repräsentativen Gewerkschaften und nicht eine Schwächung. Und wir fordern auch eine wirklich Kodecision, auf sektoriellem und auf nationalem Plan. Auch an dem berühmten Komitee permanent du Travail de l'Emploi. Weil oft genug sind wir gerufen für de consulter puis décider. Oft genug haben wir von mir Rackinger an seinem Patronatskollegen erklärt, das ist ja keine Kodecision. Ma doch, weil wenn ihr in den Lützeburger Modell stellt, wenn das Modell einem etwas wert ist, dann muss ich noch das stellen, bei allen wichtigen Entscheidungen, die uns alle betreffen. Da muss es eine reelle Verhandlung gehen, eine Sozialverhandlung mit einem Resultat. Und das ist die richtige Kodecision. Und schlussendlich, Kolleginnen und Kollegen, bedeutet gut und sicher Arbeitsplätze, auch Arbeitszeiten, die ihn eben nicht krank machen. Wir wollen Männerstunden schaffen am Platz mehr. Ja, der nächste Mai, also entstanden aus dem Kampf für den 8-Stunden-Tag, wie ihr wisst. Eine Grundforderung, die uns von der Arbeitsbewegung war, 8 Stunden schaffen, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Ruhe. Aber wen hat das danach? Da sind wir ja schon lange nicht mehr. Das ist ja gar nicht mehr die Realität, der Gegenteil ist Realität. Die letzte Arbeitszeitverkürzung hatte man 1975. So lange ist es hier. Und in der Zwischenzeit verbringen wir alle gut mehr Zeit am Stau für weh auf der Arbeit. Den Druck auf der Arbeit und die Intensität von der Arbeit dauernd so. Aber wenn wir daheim sind, beschäftigen wir uns noch mit der Arbeit, da bleiben wir dauernd konnektiert zu der Arbeit. Das größte Versprechen von dem technologischen Fortschritt, dass man irgendwann muss den Mann schaffen. Wo ist es hin? Was ist dann da geschieht? Profit da gehen hoch, den Druck geht noch mehr hoch. Die Luc Frieden und Herr Rackinger, die wollen uns noch mehr und noch mehr lang schaffen lassen, Kolleginnen und Kollegen. Sie drehen vom 24/7 disponibel, total flexibel Salarié. Die können von den Ruf, den heimgeht, wenn sie nicht brauchen, die aber auch noch so dankbar sind, wie überhaupt dürfen zu schaffen. Und das nennen sie der modernen Kolleginnen und Kollegen. Wir sind das letzte Jahr aufgestanden.
Wir haben uns gewährt. Wir haben uns gewährt, dass sie als Lebensarbeitszeit verlängern. Und haut stimmt ab für eine Arbeitszeitverkürzung. Wir brauchen lo direkt die 6 Congéswoche für jedereen. Eine Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich. Wir brauchen mehr Pausen an Platz Männer. Wir brauchen mehr Zeit für ein Privat- und als Familienleben an Platz Männer. Wir brauchen mehr Zeit auf der Arbeit dann am Stau. So sieht eine Gesellschaft aus, an der wir Leben erschaffen. Und wir sind bereit, dafür zu kämpfen, Kolleginnen und Kollegen. Die Regierung hat uns in den letzten 2,5 Jahren gewiesen, dass sie uns nicht mehr hört, wenn wir auf der Straße sind. Wir haben in den letzten 2,5 Jahren viel mobilisieren. Wir hatten eine historische Nationalmanifestation. Die nächste Stunde ist die 400 dir. Aber etwas können wir euch versprechen. Wenn es um unsere Gesundheitsversorgung geht, wenn es um uns Allerwichtigste geht, von uns alle gut, da werden wir keine Grenzen kennen. Da sind wir bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Es stellt sich ja immer mehr heraus, dass nicht nur ein Patronat Versprechen gemacht hat von der Regierung an die Immobilienhaien, aber auch die Liberaldoktoren. Auch heute hat die Regierung manifestement ihre Camp gewählt, und gemeinsam mit dem radikalsten Flügel von der Doktorschaft haben sie von der Privatisierung von unserer Gesundheitsversorgung gedreht. Sie haben davon gedreht, sich Tasche voll zu stoppen mit unserer Gesundheitsversorgung. Sie haben davon gedreht, unser öffentliches, solidarisches Gesundheitssystem futti zu schlagen. Sie wollten und sie wollen eine 2 Klasse mit ziehen. Und die sich können leisten, gut versorgt gehen, und für all die anderen vielleicht Grimmeln übrig bleiben. Kolleginnen und Kollegen, wir sind an dem anderen gekommen. Wir sind an dem von der breiten Masse von den Leuten, die sich gemeinsam als solidarisch ersetzen und Käsen bezahlen. Wir können für die dort sein, denen die Männer gut geht. Das ist die von den Patienten, die auf eine gute Gesundheitsversorgung gewesen sind. Das ist auch die von dem Personal aus dem Sektor, für die eine Privatisierung, eine radikale, massive Verschlechterung von ihren Lebens- und Arbeitskonditionen bedeuten. Und Kolleginnen und Kollegen, erlaubt mir, ich will und ich muss halt klar sein auf dem Thema. Sollte das Toten effektiv die Regierungspolitik sein, da werden all dem hier am Land brechen. Da werden die Union von OGB und LCGB eine Informations- und eine Mobilisierungskampagne hier am Land machen, der ganzen Großregion machen, wie es noch nie ging, wie man es noch nicht kann tun. Und Ende von dieser Kampagne, um den Generalstreik nicht zu verhindern, Kolleginnen und Kollegen. Als Sécurité sociale, als Gesundheitsversorgung, die ist das wert. Wir haben von den besten, öffentlichen, stärksten Gesundheitssystemen von der Welt. Und die verteidigen wir mit allem, was wir haben. Und da geht kein Drun, Kolleginnen und Kollegen. Und dasselbe gilt eigentlich auch für uns Renten. Wir haben schon so viel darüber geschwärzt, dass ich nicht mehr will. Weil wir haben alles gesagt, alles ist gesagt. 25.000 Leute haben es gesagt. Patten wasch von unseren Pensionen. Das gilt für diese Regierung und auch für alle zukünftige Regierungen. Wir wollen das Land, an dem es sich lohnt zu leben und zu schaffen. Mit starken Betrieben, mit guten und sicheren Arbeitsplätzen, mit korrekten Löhnen, mit guten Arbeitsbedingungen, mit starken Sozialversicherungen, mit guten öffentlichen Diensten, guten Schulen, guten Spitäler, mit einem starken Sozialstaat. Ein Land, das die ökologische Transition groß schreibt. Ein Land, das Logement zu seiner Priorität mischt. Ein Land, das an Zukunft investiert. Und dafür brauchen wir auch starke Staatsfinanzen, Kolleginnen und Kollegen. Und wir brauchen dann ein Steuersystem, das Geld dahin sicher geht, wo das. Und da geht es Platz. Und da geht es dann nicht durch, ein bisschen von links nach rechts zu regeln. Es geht auch nicht durch von einem Barrim an den anderen. Das ist dann nicht eine Steuerreform. Weil da müssen die grundsätzlich Fragen gestaltet gehen. Und die gehen nicht gestaltet im Moment. Und die grundsätzliche Frage von allen gut, also wohl die,
Wie kann es da sein, dass die Revenuen und Kapital so viel mal Männer besteuert wie die von der Arbeit? Wie ist das da möglich? Wie kann es sein, dass Leute, die all darauf stehen und für ihre Lohn schaffen gehen, proportional so viel mehr Steuern bezahlen, wie Leute, die das Geld platzieren und just von Dividenden und Loyen leben? Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass Betriebsbesteuerung an den seit den 90er Jahren sich bald halbiert wird? Mit dieser Regierung zweimal aufgesagt wird, während Steuerlast von uns alle gut von der Menagerie aufgegangen ist. Wie kann es doch sein, dass kleine lokale Entreprisen mehr Steuern bezahlen wie Amazon, Google und Co.? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass die normalsterblich proportional alle gut mehr Steuern bezahlen wie die mit den ganz dicken Paien? Es soll keiner Ziele kommen, Herr Nordrim muss mir angeschnallt gehen. Sie können kommen mit da. Doch, Sie sind da. Es muss ihnen auf die richtige Platz sicher gehen. Und dann darf ihn da doch Steuerreform nennen. Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss eine letzte Warnung und Regierung. Sie hat von Anfang an ihre Korn gewählt. Der Luc Frieden hat gemeint, wir dürfen mitgehen. Die hätten sich gewaltig getäuscht. Wir sind so wackrig wie noch nie. Wir sind so pratt wie noch nie. Wir haben all da Gewerkschaftsaktionen. Sie stehen noch bei der Daresordnung. Sie haben das so gewählt. Es sind schon ganz viele Aktionen geplant für den Mond. Mehr und darüber raus. Mit kleiner, grosser, von allen Formen, auf alle Plätzen, auf den Autobahnen, an den Betrieben, auf der Straße, all da, all Woche, all Mond sind wir am Ersatz. Eine ganze Aktionskampagne ist geplant. An den 12. Mai, könnt ihr euch alle gut abschreiben, da werden wir der Regierung weisen, dass das Thema Mindestlohn nicht gehen ist. Nicht gehen also bei so einem großen Meeting. Schreibt euch den Datum ab, das ist die erste Aktion, wo wir uns alle guten werden zusammen weisen. Und dann kommen da viel noch, ganz viel, an die ganze Kampagne. Die wird so lange dauern, wie es nötig ist. Wir gehen so lange und so oft auf die Straße, wie nötig. Und die Kampagne die dauert bis Oktober 2028, Kolleginnen und Kollegen. Darauf könnt ihr zählen. Wir zählen auf jeden einzelnen von euch. Als Union, OGB und LCGB, sind wir heute so groß wie noch nie, so stark wie noch nie, so breit wie noch nie. Zusammen mit unseren über 125.000 Membern, zusammen mit allen Schaffenden und ihren Familien, schreiben wir Geschichte, Kolleginnen und Kollegen. Wir machen das Land zu einem, wo es sich lohnt, daran zu leben und zu schaffen. Wir kämpfen für eine bessere Zukunft. Vive die Union von OGB und LCGB, vive den 1. Mai, ein grosses Merci an euch alle.